Ko se človek sprehaja po Berlinu, lahko vidi plakate, na katerih je zapisano sledeče. Hume, Locke, Kant in Hegel so beli rasistični moški in vodilni misleci kolonializma. To so bili možje do danes zastrupel družbeno hime. Takšne in morda še bolj radikalne poglede lahko slišimo na veliko različnih mestih, ne le beremo na trgu. Človek se vpraša, bo zdaj nemški idealizem diskreditiran, ali je za vselej konec s nemškimi velikimi misleci, ki so preživeli celo nacionalsocializem. Se uveljavlja ideologija, ki ne pozna več principa ad fontes, ki torej postavlja trditve brez poznavanja virov, ali iztrga misli iz zgodovinskega konteksta, ter poleg tega, kot bi to poimenoval Rüdiger Safranski, izrablja zgodovinski determinizem, bo na ta način zaprta pot velikemu iskanju resnice, ali bodo vsi, ki niso pripravljeni spuščati v to diskreditirani, kakšen pomen sploh še ima razum, če naj bi mislili v naprej določenih tirnicah in usmeritvah in so celo klasiki, še posebej za otroke, predelani in popravljeni, da človek se zgodaj ideološko naskrene na napačno pot. Da bi prišli na taka vprašanja, ter se istočasno tudi sami posvetili nekaterim nemškim velikim mislecem, torej belim možem, imamo danes dva sjajna gosta, ki nasprotju s prej orisanimi družbenimi trendi o velikih mislecih verjetno vesta veliko več kot večina družbe skupaj. Heidegger je na primer ne le en najbolj vplivnih mislecev 20. stoletja, temveč tudi en najbolj spornih. Vprašanje, ali gre njegovo filozofsko miselnost oceniti za nacionalistično, je še danes sporna in predmet kontroverznih debat, morda tudi danes večer. Velik dosežek Rüdigerja Safranskega je, da je kot pravi učenjak napisal toliko biografij nemških velikih mislecev, da jih težko vse naštejem. Začel je z E.T. Hoffmannom, neizmerno genialnim romantičnim pisateljem, katerega pripovedi bralec naravnost požira. Nemška klasika, romantika, Schiller, Goethe, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, seznam je dolg. Rüdiger Safranski je bil večkrat odlikovan z več kot 20 nagradami. Zdaj ni bom povedal vseh 20 nagrad, med njimi se omenim samo nekatere. Nagrada Leipziškega knjižnega sejma, nagrada Ludwiga Börna in nagrada Thomasa Manna, nagrada Hermanna Hesseja, poleg tega pa veliko pove tudi številno bralstvo. Loteval se je tudi nebiografskih tem, kot sta resnica in zlo, torej tem, s katerimi se ukvarjamo vsi. Gregor Moder je še mlada zvezda na nebu filozofije. Je izvrsten poznavalec nemškega idealizma in izviren mislec, ki se je ukvarjal ne le s Hegelom, pač pa tudi Ernstom Lubitschom in Antigono. O tem je ravno objavil nadvse branja vredno knjigo, ravno sem jo začela brati in lahko le rečem, da si tudi on zasluži, da so njegove knjige uspešnice. Prisrčno se zahvaljujem vsem sodelavkam Cankarjevega doma za izvrstno skupno delo in kolegoma Urbano Šrimfo in Amaliji Maček za tolmačenje prireditve in seveda našim gostom. Hvala lepa za vašo pozornost.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V veliko čast mi je, da bom danes lahko se pogovarjal s tako zanimivim avtorjem, kot je Rüdiger Safranski. Njegova dela, ki se gibljejo med biografsko literaturo in filozofijo, kar kipijo od strasti do obojega, se pravi tako do literarnega ustvarjanja, kot tudi do filozofskega ustvarjanja. Navdušila so številne bralke in bralce, med njimi tudi take, ki morda sploh niso vedeli, da jih zanima ta filozofija ali klasična nemška literarna tradicija. To je po mojem ena večjih in pomembnejših zaslug. Naj samo pripomnem kratko opombo o sebi. Sam sem profesionalni filozof, ukvarjam se z akademsko filozofijo in lahko rečem, da se mi zdijo knjige Rüdigerja Safranskega izjemno zanimive. Ne samo, ker pokažejo veliko poznavanje tekstov in zgodovinskih okoliščin, temveč prav zaradi izjemne strasti do mišljenja, ki veje iz njih. Mislim, da nas je veliko profesionalnih filozofov, ki si potihoma ali pa na glas želimo, da bi lahko pisali take knjige, kot jih piše gospod Safranski. Prisrčno pozdravljeni. Gospod Safranski, niste prvič v Sloveniji, prvič ste nas obiskali, če se ne motim, leta 2011 ob izidu prevoda vaših knjig o Heideggeru in Nietzscheju. Heidegger in njegov čas leta 2010 v prevodu Alfreda Leskovca in Nietzsche, biografija njegovega mišljenja, tudi iz leta 2010 v prevodu Toma Virka. Kako ste pripotovali tokrat? Ja, ich bin mit dem Nachtzug gekommen, weil ich nicht das Risiko dem Publikum zumuten wollte, zu zittern, kommt er oder kommt er nicht, weil die Bahn mittlerweile doch in Deutschland immer sehr große Verspätung hat und man weiß nicht. Also deswegen mit dem Nachtzug und das war ganz schön. Super. Moram sicer pripomniti, da je nemški občutek za zapoznelost vlakov čisto drugačen od slovenskega. To samo mimogrede. Hotel sem vas vprašati v povezavi z vašo knjigo o času in o tem, kaj napravi iz nas in kaj mi napravimo iz njega. V tistem delu se mi zdi, da opozarjate na neke paradokse naše civilizacije. Po eni strani se nam zdi, da si zelo težko vzamemo čas za potovanje z vlakom, kot ste si ga vzeli vi. Večinoma je veliko lažje pripotovati z letalom in tako dalje. V tem delu opozarjate na paradoks, da hkrati živimo v nekem svetu, kjer se nam kar naprej mudi, kar naprej izgubljamo čas, ampak po drugi strani pa živimo tudi v svetu, ki nam tehnološko omogoča zelo hitro potovanje. Ne samo potovanje, ampak tudi komuniciranje, telefoniranje na daljavo, celo video telefoniranje na daljavo. Ta paradoks mislite zelo dobro v svojem delu, se mi zdi. To vprašanje časa kot nečesa, kar nam neprestano primanjkuje, kljub temu, da smo enormne napore vložili v to, da si ga kar naprej prihranjujemo s tehnologijo. Ja, Sie erwähnen diese Paradoxie, dass wir Zeit sparen wollen und dann keine Zeit haben. Ich muss sagen, als ich dieses Buch über die Zeit geschrieben habe, da war für mich es gibt ein paar Grunderfahrungen, die für mich ganz maßgeblich sind, die dann auch für dieses Buch zentral sind. Und ich will es nur benennen, weil das ist
auch jetzt, es wird immer ungeheurer. Ich wundere mich auch, dass man nicht das Ungeheure daran begreift oder sich daran gewöhnt. Wenn man sich, ich wollte mal deutlich machen, wenn man in Echtzeit Gleichzeitigkeit erfährt, weltweit, was allein diese technische Möglichkeit, in Echtzeit raumentfernte Punkte in der eigenen Gegenwart zu haben, welche Explosion auch im Kopf das eigentlich bedeutet. Früher bewohnten die Menschen, also in der ganzen Menschheitsgeschichte vor dem späten 19. Jahrhundert, bewohnten die Menschen, wir bewohnten eine Gegenwartsinsel. Und die Gegenwart war im Nahbereich gewissermaßen auf Sichtweite. Alles andere, was an raumentfernten Punkten geschah, kam viel später erst an. Ja, die Französische Revolution kam spät in Deutschland an. Ja, die Nachricht. Und und jetzt kann man darüber habe ich versucht, das ist nur ein für mich so zentraler Aspekt, welcher natürlich die Vorteile, die wir durch die Gleichzeitigkeit jetzt haben, darüber brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu reden. Ja, internationale Gesellschaft, Globalisierung, Kommunikation und so weiter. Aber auch die Nachteile, die damit eigentlich verbunden sind. Wir können uns nicht mehr Zeit lassen. Im 19. Jahrhundert und die ganzen Jahrhunderte vorher war es sowieso klar, wenn ein Ereignis kommuniziert wurde, war es für den unmittelbaren Eingriff auf jeden Fall schon zu spät. Man lebte auf einer Gegenwartsinsel, umgeben von einem Ozean von Vergangenheit. Alles, was sonst geschieht, ist Vergangenheit, kommt viel später an. Das heißt, der Stressfaktor eingreifen müssen, war einfach gar nicht da, weil es sowieso schon das Wesentliche schon geschehen ist. Wir sind aber jetzt durch die Gleichzeitigkeit-Erfahrung, sind wir nun permanent konfrontiert mit Handlungsappellen. Man denkt, man muss eingreifen, weil man es gleichzeitig erfährt. Und so werden dann im Fernsehen, wird eingespielt, wenn da mal wieder eine Katastrophe passiert, dann werden Telefonnummern eingespielt, damit die Leute im Fernsehsessel, die Weltbürger im Fernsehsessel, die Welt erfahren, damit die ihren Handlungsimpuls in irgendeiner Weise ableiten können. Und nur noch, diesen einen Gedanken wollte ich jetzt nur explizieren, dass dann auch die Folge ist, durch diese Gleichzeitigkeit, die wir jetzt technisch haben, kommen so viele Informationen in, die wir handlungsmäßig nicht abführen können, wo wir nicht darauf reagieren können. Und das vergrößert die innere Hysterie und das wiederum erzeugt einen Mehrbedarf an Sensationen. Das ist wie bei den arabischen Ölfeldern, die müssen dann abgefackelt werden. Unsere innere Erregung muss abgefackelt werden. Ja. Also diese Probleme interessieren mich an der Zeiterfahrung. Dann interessiert mich dann außerdem noch der heilige Augustin, der so eine wunderbare Betrachtung über die Zeit angestellt hat, die immer noch sehr nützlich sind, immer viel nützlicher als das meiste Zeug, das über die Zeit jetzt so veröffentlicht wird. Also aus dieser Mischung von hautnahen Gegenwartserfahrungen und meine metaphysischen Obsessionen, aus dieser Mischung sind überhaupt meine Bücher gestrickt. Ja? Super. Najin pogovor danes bo se kar dosti vrtel okoli pojma tehnologije. Hotel sem vas še vprašati glede čisto praktičnega, kako se lotite pisanja. Dejstvo je, da ste napisali zelo veliko knjig, da so mnoge od njih zelo obsežne. Prepričan sem, da ima vsak avtor nek svoj poseben ritual, kaj potrebuje, da ga vžge k pisanju.
Med nagradami, med številnimi nagradami, ki ste jih prejeli, lahko preberemo, da ste prejeli tudi nagrado, naj jo najdem, zdaj pa ne najdem. Nekaj v zvezi s kajenjem pipe. Leta 2010 ste dobili nagrado tobačne industrije za kadilca pipe leta. Predstavljam si, da je pipa morda vsaj bila, ne vem, če je še, del tega vašega rituala ob pisanju. Ich bin überhaupt ein ritueller Mensch und man könnte lange reden über den Sinn von Ritualen. Ja, Kirchen kann man gar nicht verstehen, ohne das Wesen des Rituals zu begreifen. Und für mich ist das Ritual auch sehr wichtig, der Tagesablauf so beim Schreiben und so. Und da war die Pfeife natürlich doch ganz entscheidend. Und ich habe 2012 dann damit aufgehört, weil ich ein Stimmproblem hatte, hing aber nicht mit dem Pfeifenrauchen zusammen, aber das hat dann das Motiv abgegeben. Und ich muss schon sagen, da hat mir dann doch auch etwas gefehlt, ja. Und zwar nicht der reine Genuss, sondern das Ritual, das hat mir gefehlt. Aber wie Gottlob, einer unserer besten Eigenschaften von uns Menschen ist, dass wir Gewohnheitstiere sind und man gewöhnt sich dann auch an diesen Verlust. Super. Počasi hočem priti spet do vprašanja tehnologije in tehnoloških pripomočkov. Zanima me, katere tehnološke pripomočke uporabljate pri pisanju. Poznamo avtorje, ki vztrajajo pri tistem, kar so poznali še iz svoje mladosti. Poznamo avtorje, Frederick Jameson, mislim, da še vedno piše na tipkalni stroj, na pisalni stroj. In ga noče zamenjati za računalnik. Zanima me čisto vaša osebna preferenca. Naj spomnim tudi na Martina Heideggera, ki je v nekem tekstu filozofsko utemeljil nujnost pisanja z roko. Skratka, z pisalom, z nekim neposrednejšim dotikom papirja in črnila. Kako vi gledate na te tehnološke pripomočke, ki nam pomagajo pri pisanju? Ste navdušenec nad vsako novotarijo ali sodite raje med tiste, ki se bojijo ali strašijo pred novotarijami? Nein, ich schreibe am Computer und benutze die Techniken, die mir dort zur Verfügung gestellt sind. Ich muss Ihnen aber trotzdem ist es wichtig, darüber nachzudenken. Ich musste in meinem Fall auch darüber nachdenken. Ich will es an einem Beispiel machen. Ich weiß noch, der Heidegger war das erste Buch, bemerkenswerterweise gerade das Heidegger, wo ich mit dem Computer gearbeitet habe. Dann war es eben soweit. Das waren die frühen 90er Jahre, ja. Und ich will Ihnen sagen, also vorher, da sind wir wieder ein bisschen beim Ritual, war es ja so, mit der Schreibmaschine war das so schwierig zu korrigieren. Ja, mit Tippex und so, das ist sehr aufwendig, ja. So, und deswegen, da habe ich sowieso immer vor, zum Reinkommen, am Kapitel anfangen, dann mit der Hand geschrieben. So, und dann bitte übernehmen Sie, dann an die Maschine. Ja, das ist übrigens auch heute jetzt beim Computer immer noch so. Anfangen so, damit dann in die Maschine. Zur Zeit der Schreibmaschinen war es dann aber so, weil das so schwierig war. Hier schrieb ich, so steht dann die Schreibmaschine. Und da war klar, um möglichst wenig nachher korrigieren zu müssen, disziplinierte ich mich zu diesem Rampengefühl, nenne ich das mal. Das muss jetzt endgültig sein. Dann schrieb ich auch nur weniger Seiten, ja, aber mit der vollen Konzentration, das muss jetzt stimmen. Nicht probieren vielleicht vorher mit der Hand. Jetzt muss es stimmen. So, und jetzt kommt der Computer. Und da kann man so unendlich leicht korrigieren. Und dieses Gefühl des Ultimativen, was bei der Schreibmaschine dann da ist,
das wird einem weggenommen. Das muss man sich gewissermaßen anerziehen wieder. Aber die Technik ermuntert einen, probier mal, probier mal, probier mal. Gleichzeitig drückt man auf den Drucker und dann kommt ein Blatt Papier raus, das so perfekt aussieht. Ja? Schöner Druck, Laserdruck, wunderbar. Ja? Und in diese Falle, dass einem auf der einen Seite der Computer das Probieren dazu ermuntert und dann einem die Perfektion vorgaukelt in der Form eines perfekten. Gegen diese Falle musste ich mich innerlich wehren. Ja? Das nur als Beispiel, dass ich perhorresziere nicht diese Technik, aber sie setzt einen eigentlich für neue Lernaufgaben. Ja? Man muss dann auch manchmal die Maschine überlisten. Ja? Super, die Maschine überlisten. Zelo lepa fraza. Spomnim se na delo Aufschreibesysteme, ne spomnim se takoj avtorja, ampak teza se mi zdi zelo močna. Teza je, da na nek način vsak sistem pisanja definira na nek način tudi sistem mišljenja. Neka neskončna razlika je med tem, če pišeš z roko, kot sta pisala Kant, kot Hegel, kot so pisali drugi nemški idealisti, kot so pisali drugi avtorji v času pred tipkalnimi stroji in pred računalniki. Velika razlika, ki ste jo zelo lepo opisali, ko preideš na tipkalni stroj, in potem seveda še toliko večja razlika, ko preideš na pisanje za računalnikom, ko lahko, kot ste rekli, pobrišeš sproti vsak stavek, tudi sredi stavka. Niti treba poznati celotne misli, preden se sploh lotiš pisanja. To je bilo za Kanta in Hegla res čisto drugače. Kako pa se soočate z tem najnovejšim izzivom, ki nam ga je dala tehnologija, ChatGPT? Ste si že uspeli kaj pogledati, kaj vse zmore? Kako ocenjujete zmožnost te tehnologije za sodobno mišljenje? Kako ocenjujete, da bo ta tehnologija vplivala na način našega mišljenja? Mogoče za začetek vašega. Naja, die künstliche Intelligenz, die fordert uns heraus und fordert mich auch heraus. Ich kenne natürlich, ich habe noch nicht probiert, jetzt mit dem neuen CAP-Modell, mit dem Sprachmodell, das habe ich nicht probiert, aber man liest ja täglich und hört davon. Da ist mir doch auch deutlich geworden, wie sehr der Heidegger recht hatte mit einer Aussage, wo er ja sagte, die Technik, die wir erzeugen, einerseits schafft sie uns Freiheiten, zivilisatorischer Natur, also unendlich viele Freiheiten, und zugleich aber sind wir nicht frei ihr gegenüber mehr. Wir sind ihr nicht frei. Und das merkt man jetzt bei der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, die Herausforderung, die das eigentlich bedeutet, das ist jetzt wie so eine Schrecksekunde und das wird man erst doch richtig merken. Und die liegt jetzt in meiner Sicht jetzt nicht nur jetzt darin, da kann man sich eine apokalyptische Dimension vorstellen, dass die Mittel, die mit der KI-gestützten Waffen aufeinander losgehen und man gar nicht mehr Eingriffsmöglichkeiten in Kriegsgeschehen hat und. Solche Dinge, solche Aspekte hat das gewiss auch. Aber den meine ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt einen anderen Aspekt mit diesem, wir sind ihr nicht frei mehr gegenüber der Technik. Da meine ich den folgenden Aspekt. Wir müssen uns mehr und mehr im Spiegel der Maschine, oder ich will es mal so formulieren, die Herausforderung besteht darin,
dass wir auf unser eigenes Denken, Fühlen, Fantasieren und so weiter jetzt einen neuen Blick werfen, weil wir den Anfangsverdacht haben, dass diese ganze Maschine das auf ihre Weise auch können. Aber was heißt das denn? Also jetzt werde ich mal Metaphysiker einen kurzen Moment lang. Ja? Man kann sagen, in der Menschheitsgeschichte sind über Jahrhunderte, wenn der Mensch anfing, über sich zu denken, ob er das explizit gemacht hat oder implizit, hat er Maß genommen an Gott, am Göttlichen oder wie wir es auch nennen wollen. Das heißt, der Versuch des Selbstbegreifens wählte den Umweg über das Höhere. Und die absolute Revolution, die jetzt geschieht und die jetzt noch immer stärker wird, dass wir unser Eigenstes, nämlich unsere geistig-seelische Existenz, nicht in der Reflexion auf Gott versuchen zu verstehen, sondern horizontal auf der Ebene zur Maschine, mit der zusätzlichen Paradoxie, dass das unsere eigenen Geschöpfe sind, die Maschinen. Das heißt, wir geraten dann in eine ganz paradoxe Situation. Es kann, im schlimmsten Fall würde man dann sagen, ja, wenn die Maschine das kann, die wir selber gemacht haben, wir also im Sinne von Gattungssubjekt, wenn die das selber machen kann, dann ist nicht die Maschine menschlich, sondern wir sind maschinell. Das heißt, wir sind dann auch nichts. Man beginnt sich zu sehen als ein Wesen, das ja auch nichts anderes ist als ein Maschinensystem. Das heißt, das ist eine fundamentale Kränkung. Freud hat von 3 Kränkungen gesprochen. Die erste Kränkung, die kosmische Kränkung, wir sind nicht im Mittelpunkt. Die zweite Kränkung von Darwin, der Mensch stammt vom Affen ab. Die dritte Kränkung, die hat dann Freud mit seinem eigenen Namen verbunden. Das Ich ist nicht Herr in seinem eigenen Haus, es wird unterwühlt vom Unbewussten. Und jetzt kommt die 4. Kränkung, dass der Mensch möglicherweise selbst so ist wie seine Maschinen und auch nichts anderes. Mit der Folge, dass dann möglicherweise etwas passiert, was auch sehr paradox ist. Die Menschheit hat früher die Natur beseelt. Und es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, wo man sagt, ja, aber die Maschinen, die jetzt das alles können, jetzt beginnt der Mensch, seine Maschinen zu beseelen. Es gibt ja schon da Überlegungen, den Stecker zu ziehen, ist dann Mord. Das muss man sich ja vorstellen. Wäre ja dann Mord. Und wo wir jetzt die Menschenrechte haben und wir auch immer mehr auf die Tierrechte übergehen, wird das dann nicht lange dauern, dann gibt es Maschinen, da werden die Maschinenrechte haben. Oder wir denken, hier unsere besonders Braven werden dann denken, jetzt müssen wir den Maschinen dann auch Rechte erteilen, ja. Und dann wird man vielleicht auch die Mehrgeschlechtlichkeit der Maschinen könnte man dann vielleicht auch noch thematisieren, ja. Das heißt, also es tut sich da ein Szenario auf, das einem ist was Ungeheuerliches. Ne vas še naravnost vprašam, niste se hoteli naravnost izraziti. Naj vas naravnost vprašam. Sam sodim bolj med skeptike. Sam mislim, da je mašinska inteligenca paradoks. Da eno ne gre z drugim. Ali imaš res inteligenco, ampak potem ni več govora o mašini, potem je pač inteligenca. Če je to zmožno ustvariti drugače kot z biologijo, v redu, ampak potem ni več mašina. Na drugi strani, če pa je to res samo mašina, potem pa po mojem težko govorimo o inteligenci.
Skratka, ostajam skeptičen glede možnosti mašinske inteligence, glede tega, da bi bilo res mogoče narediti z mašino preskok od kalkulacij k temu, kar so nemški idealisti imenovali Vernunft. Če vas direktno vprašam, ste tudi sami skeptik ali sodite med tiste, ki dovolijo tako možnost? Also ich würde da eine Unterscheidung vorschlagen zwischen Intelligenz und Bewusstsein. Das wird ja oft zusammen, als sei das was identisch, das ist es nicht. Intelligenz, damit müssen wir sicher, denke ich, müssen wir leben, dass immer größere Teile unserer Intelligenz maschinenmäßig darstellbar sind. Das heißt aber nicht Bewusstsein, Ichartigkeit, ja? Das Verstehen, dass die Welt sich nochmal auf einer inneren Bühne konzentriert um ein Ich herum darstellt und gelebt wird. Und die Stimme, mich würde mal interessieren, ob dann Maschinen Stimmungen haben können. Ja? Also, für mich ist das schon mal hilfreich, diese Unterscheidung. Auf der Ebene der Intelligenz ist unglaublich viel, sicher noch viel mehr als jetzt geschieht, ist darstellbar und machbar. Ich erinnere doch daran, als dann zum ersten Mal der Schachcomputer gegen den Großmeister Kasparow gewann. Ja, das war, einen Moment lang war das auch ein Schock. Ja, aber daran hat man sich gewöhnt, weil man ja begreift, das Schachspiel ist ein intelligentes Spiel, das auch rein aus Kalkülen besteht. So, und deswegen funktioniert das. Deswegen hat man sich schließlich auch daran gewöhnt. Wir sind ja auch nicht mehr gekränkt, wenn wir merken, dass ein Kran mehr heben kann als ich mit meinem Arm. Und auf diese Weise bin ich dann auch nicht gekränkt, wenn ich höre, ein Schachcomputer bei einem Spiel, das rein auf Kalkülen mathematisch basiert, dass er mir hoffnungslos überlegen ist. Aber, und das ist aber auch das Aufregende, da bin ich jetzt auf Ihrer Seite, wir sind jetzt durch den Horizont der künstlichen Intelligenz sind wir nochmal herausgefordert zu begreifen, was ist denn nun zum Teufel das spezifische Menschliche am Geist. Das heißt, eine ganz neue Art, ernsthaft über das Besondere des menschlichen Geistes nachzudenken. Vielleicht hat dann auch wieder der Begriff Seele Konjunktur oder überhaupt Geist. In Deutschland war es ja so, dass die Geisteswissenschaften ja vor lauter Scham, weil der Begriff Geist zu viel Metaphysik enthielt, ja, nennen sie sich ja auch nicht mehr Geisteswissenschaften, sondern Kulturwissenschaften. Ich würde mal sagen, diese kleinkrämerische, diese ängstlich über den Menschen nachdenkende Fraktion, die werden vielleicht wieder merken, was man an dem Begriff Geist hat, weil die Maschinenintelligenz wird die bessere Kulturwissenschaft machen. Ja? Aber ob das noch was Geistvolles ist, ist dann was anderes. Also, wir müssen eigentlich uns selbst neu ausbuchstabieren. Die ganze Entwicklung ist eine Entwicklung, die uns herausfordert, eine neue Bekanntschaft mit uns selbst zu machen. Okay, ta pripomba se mi je zdela res genialna. Razlika med kulturwissenschaft in Geisteswissenschaft, bravo. Tu sem seveda popolnoma na vaši strani, kot nekdo, ki je vedno rad bral Hegla in nemške idealiste Schillerja, pa tudi Heideggera. No. Dovolite, da se spet vrnem k Heideggeru in da najprej omenim podrobnosti iz vašega zasebnega življenja. Rojeni ste v Rottweilu, v deželi Baden-Württemberg. Najprej ste hoteli študirati teologijo, pa ste si potem premislili in se vpisali na študij filozofije. Kakšno uro vožnje iz Rottweila vzhodno proti Münchnu je Meeskirch.
kjer se je rodil Martin Heidegger, eden najvplivnejših mislecev 20. stoletja, zelo pomemben tudi za slovensko filozofijo. Tudi Heidegger se je najprej vpisal na teologijo, pa ga potem zamenjal za študij filozofije. Moje prvo vprašanje bo čisto preprosto. Moj vtis je, da je Heideggerov vpliv na vašo filozofijo velik in to seveda v dobrem smislu. Ta strast do mišljenja, ki mislim, da veje iz Heideggerovega dela, nedvomno veje tudi iz vašega dela. Imam prav, če rečem, da je Heidegger eden od najvplivnejših mislecev na vas? Also unterschwellig ist das sicher so. Ich kann auch sagen, für mich war ja dann vor allem in der Spätphilosophie ein schwäbischer Taoist. Ja? Also diese eigenartige Vermischung zwischen diesem Provinziellen und dem Welthaltigen, was auch in dieser Haltung der taoistischen Gelassenheit da drin lebt, das hat mich unheimlich fasziniert. Und das hat natürlich religiöse Untertöne. Und der Heidegger ist zum schwäbischen Taoisten geworden, nachdem er eine aktivistische Phase gehabt hat. Auch eine ganz schlimme Phase, 1933, das ist ja alles schon, ist ja längst bekannt und auch viel diskutiert. Und das ist natürlich eine, ja, ich will nur so sagen, er war ein Revolutionär, 1933. Das war ein revolutionaristisches Motiv. Bei der schlimmsten Bewegung, die Deutschland je hervorgebracht hat. Und das ist auch ein unverzeihlicher Fehler. Nur ändert das für mich nichts, dass er in wesentlichen Fragen für mich ein philosophischer Stichwortgeber ist. Ich will nur eine Sache herausgreifen. Er ist für mich der Philosoph, der verhindert, dass die Tür zu einer anderen Dimension zufällt. Er verhindert die Eindimensionalität. Unser größtes geistiges Problem ist der Naturalismus, jetzt im Sinne des deterministischen Menschenbilds und dem radikal säkularen Bild. Und der Heidegger hat mit seiner Frage nach dem Sein, mit einer unterschwellig religiösen Bedeutung, ja immer wieder daran erinnert, dass das, was wir noch mit den perfektesten, auch technisch gestützten Wissenschaften machen können, die Vergegenständlichung der Welt, dass das nicht an das Geheimnis der Welt heranreicht. Er wollte die Welterfahrung geschützt wissen vor der hemmungslosen Vergegenständlichung und Verobjektivierung. Und dem gab er, das ist für ihn Sein. Das Seiende, das ist das, was wir objektivierend erfassen, aber das Sein insgesamt, in das jedes, was existiert, eingebettet ist, dafür das Sensorium nicht zu verlieren. Das ist eigentlich, war die lebenslange Passion von Heidegger. Und das ist für mich wirklich nach wie vor ein unglaublich wichtiger Impuls. Es ist wirklich so, wie wenn eine Tür fällt, droht zuzufallen und man muss den Fuß in der Tür behalten, damit sie nicht zubleibt. Und Heideggers Seinsfrage ist der Fuß in der Tür, damit sie nicht zufällt. Platzhalter des Nichts. Bitte?
Platzhalter des Nichts. To je neka fraza iz Heideggera. Da je človek Platzhalter des Nichts. Ach so, jetzt, ich war jetzt... V tem smislu, da je ta noga, ki jo je postavil med brata, me spomnila na to praznino, ki jo drži odprto. Ja, deswegen, also sehr gut. Deswegen hat Heidegger ja auch einer seiner inspiriertesten Passagen, die er überhaupt je geschrieben hat, die war in der Vorlesung im Jahre 1929 auf 30. Da war er überhaupt am besten in Form, er war frisch verliebt und so weiter. Also es kam auch noch einiges dazu, aber da war er am allerbesten. Und da in dieser Vorlesung, da schreibt er 200 Seiten über die Langeweile. Der Platzhalter des Nichts, also in der Erfahrung der Lehre, wenn keine Betriebsamkeit ist, da hat man auch Chancen auf eine ganze Reihe von Dingen oder Verhältnisse bei sich selbst zu stoßen. Die Selbstentdeckung im Medium der Langeweile, das heißt Platzhalter des Nichts zu sein. Super. Ne nadaljujem, omenili ste že seveda problem, na katerega v vsakem primeru naletimo, ko študiramo Heideggera, problem leta 1933. Bi lahko rekli s to čudovito podobo, ki ste nam jo dali, da njegova filozofija je najboljša natančno v tem, da nam pušča odprtost za mišljenje, da nam preprečuje na nek način, da bi svoje lastno mišljenje spremenili v neko stvar, v neko mašino, v nek stroj, v neko pripravo, kakorkoli že. Ampak hkrati, kako se je lahko odločil za najslabšo možno politiko? Kako je neko rešitev, ki jo je čutil kot nujno za svoj čas, videl v nečem, kar je bilo očitno, vsaj danes lahko rečemo, očitno najslabše, kar človek sploh lahko sploh da od sebe. Kako je lahko v svojem delu se oprete na vprašanje Platona, na branje Platona, predvsem kot misleca države, kot filozofa, ki se je povzdignil do višav ideje in se mora zdaj vrniti med ljudi in na nek način ponižati filozofijo, da bo ustrezala množicam. Je morda, če sem prav razumel vašo poanto, no, vidite tukaj na nek način problem Heideggerove politike. Na nek način se je izneveril v resnici svoji lastni nalogi držanja vrat odprtih. Na neki točki, tam, ko jih je hotel zapreti, ko je hotel se odločiti za neko dejanje, za neko politično akcijo, tukaj seveda namenoma ciljam na izraz Entschlossenheit, ki je tako pomemben za njegovo delo Bit in čas. Ko se je torej odločil za neko politiko, je bila to najslabša možna odločitev. Ja, das ist ein weites Feld. Ich greife nur einen Aspekt heraus, Heidegger 1933, der mir da besonders wichtig ist. Das ist, dass Heidegger die Versuchung durch die Macht, Intellektuelle, gerade wenn sie dann eine solche prominente Stellung haben wie dann Heidegger, schon vor 1933, stehen unter der besonderen Versuchung, von der Macht verführt zu werden. Und das hat man sowohl in dem konservativ rechten Lager, das hat man aber natürlich auch im linken Lager.
Ja, und im Linken auch besonders stark das Phänomen eines solchen Genies wie Georg Lukács. Ja, der ist der hat diese Versuchung durch den Marxismus als ein System der Machtbewirtschaftung und der Menschenbewirtschaftung im sogenannten fortschrittlichen Sinne selber auch ausagiert. Also diese Versuchung durch die Macht, durch führende Intellektuelle in einer Bewegung, dafür ist Heidegger jetzt auf dem rechtskonservativen Felde ist auch ein Beispiel. Da muss man jetzt auch noch sehen, dass ich habe es vorher erwähnt, auch er war war sozusagen vom Habitus her, in dieser Zeit, war er ein revolutionärer Typ. Er war schon gar nicht aus Opportunismus dabei, sondern er wollte den Führer führen. Das war so einer seiner Ausdrücke. Man hat später dem Heidegger im Grunde Apologeten, die dann immer sagten, ja, der Heidegger, der hat sich ja wie viele andere auch aus menschlicher Schwäche nun angepasst und so. Alles dummes Zeug. Nein, er war Aktivist, er war ganz vorne. Er wollte eine führende Rolle haben. Und ist dann endlich auch natürlich desillusioniert worden. Also man muss an dieses Phänomen, wirklich doch mal anders herangehen. Aber es war auch da drin dieser Aspekt, dass er den Nationalsozialismus in seiner Anfangsphase verstand als eine antimodernistische Bewegung, die das Unheil der technisierten Neuzeit, wie Heidegger dann die Gegenwart gedeutet hat, dieses dagegen eine Opposition oder nicht nur Opposition, sondern das Steuer herumreißen könnte. Und deswegen unmittelbar vor 1933 hält Heidegger seine berühmte Vorlesung über Platon. Ja? Und das spürt man förmlich. Da sitzt er in Tottenauberg da oben auf seiner Hütte und arbeitet diese Vorlesung aus. Höhlengleichnis. Ja? Und denkt sich in die führende Rolle des Philosophen hinein, der die Höhlenbewohner hinuntersteigt zu den Höhlenbewohnern, ja, und sie herauszieht, damit sie wieder an die Sonne kommen. Die Höhlenbewohner, das waren für ihn die unter dem Modernismus ihr wahres Bewusstsein verloren haben. Und Heidegger träumt sich in die Rolle hinein, sie aus ihrer Entfremdung zu retten. So stellte sich das auf seiner inneren Bühne dar. Und dann steht er 1933 in Freiburg als Rektor, ja, und hält eine Rede, da wird einem ganz gruselig. Ja, aber weil er sich als metaphysischer Sturmbannführer hier vorführt. Ja? Also so läuft das manchmal in der filozofiji. Ja? Če dovolite, v tem vidim na nek način osrednje vprašanje najnega pogovora. Na nek način se mi zdi, da oba želiva več metafizike. Oba želiva na nek način, oba zagovarjava več metafizike, več resnosti za vprašanja mišljenja, biti in tako dalje. Ampak kje natančno postaviti tisto mejo? To je, se mi zdi, izziv pri Heideggeru, ko to, kar midva zagovarjava, postane nekaj, česar midva absolutno ne zagovarjava. Skratka, ta želja po reševanju sveta. Vi jo imenujete revolucionarna. Tukaj nisem prepričan, če se lahko strinjam z vami. Ne vem, če lahko leto 1933 razumem kot revolucijo. Mislim, da
mislim, da ga res ne morem. Na misel mi pride misel, ki jo pogosto povezujejo z Walterjem Benjaminom, ki pravi, da, vsaj tako mu pripisujejo, da je vsak vzpon fašizma na nek način znamenje propadle revolucije. Benjamin bi opisal, Benjamin definitivno vzpona fašizma ne bi opisal kot revolucijo. No. Tukaj se mi zdi, da res ne bova prišla skupaj. Morda pa eno vprašanje, ki se bolj tiče neposredno Heideggera. In predvsem vprašanja, v kolikšni meri je mogoče trditi, da je njegova filozofija nacistična, fašistična. Nedavno, torej 10 let potem, ko ste objavili svoje delo o Heideggeru, so išli tako imenovani črni zvezki, v katerih se pokaže, da Heideggerov antisemitizem morda ni bil samo politična naivnost, začasna zabloda, ampak nekaj bistveno trajnejšega, nekaj, kar je sam poskušal utemeljiti filozofsko, kar se mi zdi verjetno še najhujša stvar, ki jo filozof lahko naredi. V tem smislu, če vas vprašam povsem direktno, bi danes spremenili karkoli v vaši knjigi o Heideggeru? Danes, ko so tisti črni zvezki objavljeni. Bi kako drugače zastavili Heideggerovo razmerje z nacionalnim socializmom? Nein, aber ich würde es, also diese Zeit der schwarzen Hefte, das würde ich natürlich mit reinnehmen, aber ich würde vom Grundprofil ändert sich für mich da nichts. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Ich habe in meinem Buch auch über diesen eigenartigen Heideggerschen Antikapitalismus auch gesprochen, weil Kapitalismus war auch für Heidegger natürlich die Wirtschaftsform, wo die Sachen über den Menschen dominieren. Ja, um es ganz kurz zu sagen, ja. So, und das war für ihn eine Erbsünde der Kultur, unserer Kultur. Und ich hätte dann, wenn man in den schwarzen Heften wird nun besonders deutlich, das wird vorher nicht so deutlich, dass er etwas auch in den schwarzen Heften macht, was übrigens Richard Wagner auch gemacht hat. Er hat dem verhassten Kapital ein jüdisches Gesicht aufgesetzt. Und das ergibt diesen eigenartigen Antisemitismus von Richard Wagner und auch den von Heidegger. Dass Heidegger diese Operation, dem verhassten Kapital ein jüdisches Gesicht aufzusetzen, das zeichnete sich an der Heideggerschen Rampe gewissermaßen noch nicht in dieser ganzen Deutlichkeit ab, obwohl ich auch in diese Richtung auch schon Vermutungen hatte. Aber das wird dann richtig stark. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Und den hätte ich dann ausgeführt, weswegen dieser Antisemitismus jenseits des biologischen Antisemitismus und des üblichen Kulturvorurteils-Antisemitismus, weswegen dieser Antisemitismus so ein zähes Leben auch heute noch hat, weil er mit der Antikapitalismuskritik verknüpft ist. Das ist bei Heidegger evident und da gibt es viele andere Evidenzfälle auch noch, ja. Ok, hvala lepa. Kakšna ura je že, kar sva se začela pogovarjati? Jaz imam še številne teme, o katerih sem z vami hotel govoriti, od zla do romantike, do Hegla. Koliko imate še energije? Ja,
wenn Sie noch etwas, was Sie unbedingt auch noch gerne diskutieren wollen, also ich bin doch bereit. Also Super, super. Potem kar nadaljujeva. Noch etwas bringen und dann, ja, wir gehen, treiben auf das Ende zu, wie ja alles auf ein Ende zutreibt, auch dieses Gespräch. Super. Also, nein, wir können ruhig noch eine Frage stellen. Super. Mogoče omenim še, da je bil Rüdiger Safranski leta 1970 tudi ustanovni član maoistične nemške komunistične partije KPD-AO. Skratka, nikakor ne gre za osebo, ki bi bila enoznačna v kakršnem koli pomenu. Ko je študiral filozofijo, jo je študiral med drugim tudi pri Adornu. V nekem smislu nedvomno lahko zanj rečemo, da je oseba, ki ima res nek širok razpon tem, ki ga zanimajo, in tudi širok, kako bi rekel, neko svetovno-nazorsko širino. Vprašajte sem vas pa hotel nekaj o Schillerju. Bom šel kar na Schillerja, ker je pač vaša knjiga o Schillerju po mojem daleč najboljša. Mene osebno je resnično navdušila nad Schillerjem. Študiral sem primerjalno književnost in filozofijo, brali smo tudi Schillerja, brali smo Raubarje oziroma Razbojnike, ampak vaša knjiga me je ponovno navdušila nad Schillerjem. Bral sem ponovno Razbojnike, ponovno sem bral Williama Tella. William Tell se mi je v vašem branju zelo dopadel. Rad bi še nekaj o tej knjigi spregovoril. Naslov nosi Schiller ali pa iznajdba nemškega idealizma, in resnično priporočam, da si jo vzamete v roko, če si je slučajno še niste. Knjigo že začnete z neko podobo, ki mislim, da nas prevzame z radostjo do nemškega idealizma, do tega, česa je nemški idealizem zmožen. Začnete s podobo srca. Mogoče bolje, če jo vi predstavite. Naja, also das gefällt mir sehr, dass Ihnen das Schiller-Buch so gut gefällt. Also ich habe es vielleicht auch mit der größten Begeisterung von meinen Büchern geschrieben, was mir vorher auch gar nicht so in diesem Maße klar war, aber das ist dermaßen mitreißend, diese Figur. Und da beginne ich mit der Leichenöffnung. Der Schiller, der immer so krank war, als er dann starb, dann wollte der Herzog, sagte, das will ich jetzt genau wissen, wie krank er war, den schneiden wir auf. Den schneiden wir auf. Und dann wird er aufgeschnitten, die Ärzte sagen, ja, da ist alles Matsch. Also der Mann, der hätte schon vor 10 Jahren tot sein müssen. So schlimm sieht es in seinem Inneren aus, ja. Und dann sage ich, und jetzt kommt die erste Definition des Idealismus. Idealismus ist, wenn man mit seinem Enthusiasmus mindestens 10 Jahre länger lebt, als es der Körper eigentlich erlaubt. Ja? Und das ist natürlich, von Schiller stammt ja auch dieser schöne Satz, das ist der Geist, der sich den Körper baut. Ja? Wir wollen es nicht übertreiben, ja? Und vor allem auch nicht allzu wörtlich nehmen mit dem Bauen und so weiter, aber wir wissen schon, was damit eigentlich gemeint ist. Und diese Art Idealismus, die subjektive geistige Mächtigkeit, so richtig wahrzunehmen, sie leiten zu machen, sich nicht einschüchtern zu lassen von den Gegenständen. Ja, da ist natürlich ein starkes Macht- und Herrschaftssystem, aber das war bei Schiller so großartig, dass Goethe ganz begeistert war von dieser Figur. Weil wir über künstliche Intelligenz und so weiter vorher gesprochen haben, ist da auch interessant daran zu erinnern, dass der Schiller war ja Mediziner von Haus aus und war
war durch und durch, auch er schrieb, hat ja zwei, sogar, wenn man genau ist, sogar 3 Dissertationen. Er war Gehirnforscher, ja. So, und da hat er da mit den damaligen Mitteln, und er war unter diesen Gesichtspunkten, war er, wie dann ein Teil der Aufklärung das ja auch war Determinist, biologischer Determinist. Also da hat er die Synapsen denken. Nicht ich denke, sondern da denkt was in mir. Nicht ich denke mit meinem Gehirn, sondern das Gehirn denkt. So, wie es heute heißt, ja. So, und da war er, das sah er von seiner medizinischen Seite damals auch so. Dann sagte er, aber ist doch eigentlich alles Unsinn. Ich merke doch, dass ich Sachen mache, die ich jetzt machen möchte. Das macht doch nicht etwas in mir, sondern ich mache etwas. Dann sagt er, dann gibt es so einen wunderbaren Satz in dieser, auch wenn die Theorie das gar nicht erlaubt zu denken, es ist aber so, sagt er. Und so fegt er den Determinismus vorbei, weil er bemerkt, dass eine ganz wesentliche Erfahrung in allen deterministischen Theorien nicht enthalten ist. Und auf die setzt er aber. Ja? Und gut, darüber lässt sich jetzt noch vieles sagen. Ich erzähle das nur, weil es diesen wunderbaren, geistvollen Trotz zum Ausdruck bringt, mit dem der Geist verteidigt wird. Und naja, und es ist ja auch so, dass jeder Determinist nutzt seine Freiheit, um die Freiheit wegzuerklären. Das ist ja die Paradoxie. So, und dieses Spiel wollte Schiller nicht mitmachen, ja. Und deswegen ist er auch zugleich ein genialer Trotzkopf in der deutschen Geistesgeschichte. Großartig, ja. Naja, gut, aber jetzt doch noch eine kurze Bemerkung. Der erste Teil Ihrer Frage, Maoismus, ja. In den frühen 70er, die Studentenbewegung, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und so weiter, nach der antiautoritären Phase, die etwas Befreiendes hatte, kam eine dogmatische Phase in den frühen 70er Jahren. Und da war bei uns in Deutschland, da war die maoistische Bewegung stark. Und da gehörte ich dazu. Ja? Und wir haben dort das war natürlich ein Sektenwesen. Ja? Das war dann eine kommunistische Partei, das klingt ja irgendwie, nein, das war so eine Sekte, ja? Die in Berlin ansässig war. Gut, das ist, wenn ich vorher die Verführbarkeit von Intellektuellen, ich habe sie ja eben auch erlebt. Also es ist ja dann auch eine Phase von starker ideologischer Einmauerung. Und diese Art, unter sein Niveau zu gehen, das ist immer eine Gefahr also ist Gefahr bei jedem, aber bei Intellektuellen ganz besonders. Heute die Cancel-Kultur, ja, ist ein einziges Beispiel dafür, wie diese politische Korrektheitskultur. Ein schreckliches Beispiel dafür, wie Intellektuelle unter ihr Niveau gehen. Dümmer werden, als sie eigentlich sind. Ja, und ich war damals wirklich dümmer, als ich eigentlich bin. Okay. Morda bi vseeno odprla prostor tudi za vprašanje iz publike. Jaz bom sicer še zastavil eno vprašanje, ne morem si pomagati, ampak vsekakor, če ima kdo kakšno vprašanje, nekaj vprašanj lahko vzameva. Prosim vas edino to, da naj bo zastavljeno bodisi v nemščini, bodisi v slovenščini, predvsem pa naj bo izjemno kratko in poantirano. Ne bova veliko vprašanj vzela, ampak če bi že kdo želel kakšno vprašanje postaviti, vsekakor, ampak res vas prosim kratko in poantirano. Zdaj pa k mojemu vprašanju, mogoče samo najprej izkušnjo iz Berlina. Tudi sam, ko sem obiskal Berlin, sem vsakič naštel več sekt, komunističnih sekt, kot je bilo prostih lokalov, ampak to je morda specifika Berlina. Hotel sem vas vprašati še nekaj o Schillerju. William Tell, zame ste ponovno
odkrili Williama Tella in mogoče se lahko pri njem vrneva nazaj k temu, kaj bi sploh bilo neko politično dejanje, ki ga po mojem bi pa midva oba podprla. Legenda o Williamu Tellu, o tem švicarskem narodnem heroju je dovolj dobro znana. Velja za ustanovitelja konfederacije. Zakaj? Ker je ubil tistega sovražnega Gesslerja. Atentat je uspel in s tem sprožil neke vrste revolucijo, upor v vsakem primeru, in na tej podlagi naj bi se ustanovila Švicarska konfederacija. Tisto, kar je pa pri Schillerju se mi zdi najbolj zanimivo, je opis tistega mitskega dogodka, ko je ta grozljivi Gessler, Vogt, kar bi bil neke vrste glavar, je iz neke ošabnosti obsodil Williama Tella in njegovega sina na smrt, potem pa si je dovolil še neko oblastno perverzijo, ki se ne bi sramovali niti nacisti, in sicer mu je dal možnost, da se reši, in sicer tako, da s svojim znanjem samostrela zadene jabolko na glavi lastnega sina. In s tem seveda tvega, da bo ubil svojega lastnega sina. Res grozljiv prizor, ki ga vsi poznamo, če ne druge iz filmov. Kar mi je bilo res neverjetno všeč pri Schillerju, je, da se Gessler zaplete v nek spor, vsi se začnejo predpirati, potem pa kar naenkrat ni znano, kako točno, kdaj, ampak kar naenkrat pade jabolko na tla. Jabolko je padlo, vsi vzkliknejo, jabolko je padlo. Kar se mi je zdelo genialno pri tem prizoru, pri Schillerju, je, da je agenta, dejavnika, ki je sprožil vse skupaj na nek način, preložil iz tega naključnega posameznika, iz Williama Tella, na nek dogodek, ki je bil večji in zunanji od katerega koli posameznika. Bi se strinjali, da je to na nek način res lep opis tega, kako je vendarle možna revolucija, če rečemo, kako je možna neka družbena sprememba. Bi se strinjali s tem? Kjer ne gre za to, da nek posameznik si zamisli nek projekt, nek program, zapiše svoje ideje in jih potem samo še izvede, ampak je na nek način sprejme to, da je morda samo kamenček v mozaiku, kjer pač je v nekem trenutku odigral svojo vlogo. Also das ist ein Problem, das den Schiller auch umgetrieben hat. Wie der Impuls, der ja mit zum revolutionären Impuls gehört, sich in seiner Einzelheit und in seiner Würde und so weiter zur Geltung zu bringen, gegen versteinerte Macht und so weiter. Das ist jetzt individualistisch gedacht. Das war er so ein Realist, dass er auch gesehen hat, dass es zugleich die Gefahr gibt, dass dieser im Einzelnen verwurzelte Impuls zu einem in einer schlechten Weise zu einem kollektiven Phänomen wird, wo aber der Einzelne sich um seinen eigenen Impuls betrogen fühlt. Dieses Spannungsverhältnis, eigentlich, wenn man es begrifflich fasst, ist das Spannungsverhältnis zwischen dem kollektiven Subjekt und dem einzelnen Subjekt darin. Und ob man das, was im einzelnen Subjekt vor sich geht, im kollektiven Subjekt spiegeln kann. Oder ob es dort nur mit einem Riesenverlust an Einzelnheit dort zum Tragen kommt. Oder ob umgekehrt
der Einzelne gar nicht begreift, dass es eine über ihn hinausgehende Dynamik gibt, an der er gut tut, sich in irgendeiner Weise zu beteiligen. Diese Thematik zwischen Auflehnung und kollektivem Geschehen, wie das miteinander verknüpft ist, das ist für Schiller immer ein ganz, ganz großes Problem gewesen. Und das spürt man in all seinen Konstellationen. Man kann auch sagen, dass der Schiller hat schon sehr viel begriffen von dem, was heute Massenpsychologie ist. Er war da voller Ahnungen. Und wie bleibt das Beste, was im Einzelnen liegt, im Ganzen in einem kollektiven Gebilde erhalten oder führt vielleicht dort sogar zu einer Steigerung. Ja? Aber ich muss dazu sagen, in der Hauptlinie ist Schiller nicht darüber hinausgekommen, es doch deswegen der Tell, die solche Figuren, ist doch eigentlich plausibel nur an einer einzelnen Figur festmachen zu können. Aber seien wir ehrlich, das ist ja bis heute unser Problem. Also wie kann ein revolutionärer Impuls wir sagen? Das ist das große Problem. Ja, na gut, also... To je, naj dodam, tudi tema knjige najnovejše gospoda Safranskega, knjige o posamezniku, v nemščini nosi naslov Einzeln sein, izšla leta 2021. Vam jo vsekakor priporočam, najdete polno lepih dvojic ali trojic mislecev o tem, kako sploh misliti mesto individuuma v današnjem svetu. Zdaj pa bi vas res rad nehal mučiti, pa mogoče res predava besedo še občinstvu. Če bi kdo rad zastavil vprašanje, je zdaj primeren trenutek za to. Z mikrofoni se bomo že nekaj dogovorili. Jaz moram sicer priznati, da popolnoma ničesar ne vidim za prvo vrsto, tako da če bi kdo želel, naj prosim ostane, ali pa Urban, če lahko ti spremljaš, ali je kdo dvignil roko. Sicer sem hotel samo še dodati, za tiste, ki berete v slovenščini radi, Tomo Virk, moj spoštovani profesor na primerjalni književnosti, ki je prevedel večji del njegovih del, torej del gospoda Safranskega, je, kot mi je sporočil nedavno, prevedel tudi že knjigo o Goethe in Schillerju, ki jo prav tako priporočam, vsekakor čudovita knjiga. In če imam prav, bo izšla že prihodnje leto, se pravi 2024, relativno kmalu. Vsekakor upam, jaz osebno, pa kot mi je namignil tudi prevajalec Tomo Virk sam, bo slej ali prej prišla na vrsto tudi ta čudovita knjiga o Schillerju. Tako, zdaj pa Urban, če ni nobenih je vprašanje, potem bi pa prosil za mikrofon morda. Aha, že imate mikrofon, čudovito. Dober večer. Prej ste govorili, da naj bi se sodobni človek... Čakajte, samo trenutek. Vprašanje bo v slovenščini, kar izvolite. Ja. Prej ste govorili, da naj bi se bo sodobni človek mogoče ponovno vrnil k duhu, k duši. K kakšnemu duhu ali duši bomo se vrnili ali jo na novo odkrili? Dobro, hvala. Kaj lahko vemo o duhu?
Ja, das sind die überraschenden Erkundungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das kann man bei sich selber auch überprüfen. Was ist Geist? Woraus setzt sich das zusammen? Was passiert, wenn ich denke? Was passiert, wenn im Denken zugleich Erinnerungen spielen? Was passiert, wenn in diesen Erinnerungen zugleich eine Stimmung hindurchgeht? Wenn ich zugleich auch in Zukünfte mich auf Zukünfte hin entwerfe also das ist ja der Punkt, das lässt sich überhaupt nicht jetzt bündig zusammenfassend sagen, sondern auf einmal tut sich, so habe ich das Gefühl, vor einem selber, dass einem vertraute Feld der eigenen Leib-Seelen-Existenz, der eigenen Geistigkeit, tut sich auf. Und man merkt, wenn man es vermeiden will, sich einfach nur noch mit der Maschine zu vergleichen, und wenn man vielleicht nicht in der Lage ist, den Gottesbezug mit hineinzunehmen, ja, dann muss man mindestens eine sehr intelligente Art des Selbstbezugs entwickeln. Ja. Das wird überraschend. Ich bin richtig gespannt. Da bin ich überzeugt, das wird dazu führen, dass man wirklich über das, was wir glauben zu kennen, nämlich uns selbst in unserer geistigen Existenz, dass wir da uns ganz neu werden entdecken können. Und das ist dann eine eher optimistische Art auf diese Reaktion. Also wir haben keinen Grund in Demutstarre zu verharren, ja, sondern wir sollten sagen, ja, lass die machen, die sollen, und was hilfreich ist, das ist ganz schön, aber es gibt aber natürlich noch so andere Sachen, man könnte dann auch sagen, man wird in Zukunft wird man nur noch Texte, literarische Texte meine ich, und Gedichte und so weiter, die wird man nur noch lesen, wenn sie vor 2022 erschienen sind. Denn bei allem, was danach geschehen ist der Anfangsverdacht da, dass er nicht vom Geist stammt, sondern vom subjektlosen Geist. Das ist überhaupt der Punkt. Womit wir es jetzt zu tun haben, ist der subjektlose Geist. Und wir müssen unseren Geist entdecken. Und und dann wird möglicherweise das 19. Jahrhundert und das 18. Jahrhundert, das wird ungeahnte Karriere feiern, weil man da sicher sein kann, das sind Texte und Gedichte, die stammen von Menschen, von unser einer. Das ist doch auch was. Odlično. Če je še kakšno vprašanje, Alex? Ja, erst einmal vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich könnte noch viel länger zuhören und würde auch gerne noch alle deine Fragen hören. Ich hätte jetzt eine Frage an Sie, Herr Safranski. Sie haben eben die Cancel Culture erwähnt. Sie haben jetzt vielleicht in Ihrem letzten Satz das schon ein bisschen beantwortet, was ich fragen will. Wie ist denn da Ihre Prognose? Können wir darauf hoffen, dass das Pendel irgendwann mal umschlägt und wir die Cancel Culture wieder loswerden? Ach ja, das bleibt nicht ewig, so viel Dummheit ist auf Dauer nicht zu ertragen. Nein, das sind diese, ich meine, als wir damals Maoisten waren, das wäre ja schrecklich, sich vorzustellen, dass das immer geblieben wäre, ja. Das hört auch mal wieder auf. Das hört auch mal wieder auf. Aber es ist natürlich spannend, darüber nachzudenken, woher das eigentlich kommt. Ja, aber das ist vielleicht noch eine ganz andere Diskussion. Welche Antriebe eigentlich darin treiben, ja. Also ich empfehle nur jetzt bei diesem alten weißen Männer ist jetzt ich habe bisher nur ein bisschen drin gelesen, aber ein großartiges Buch erschienen vom Norbert Bolz,
ja, genau zu dem Thema alte weiße Männer. Und das zerpflückt er, welche ideologischen Versatzstücke hinter dieser ganzen Verleumdung stecken, ja. Und so denke ich, es wird ein produktives Nachdenken über solche Dummheiten wird auch in Gang gesetzt. Und also das ist, glaube ich, sind eher die kleineren Probleme, mit denen wir zu tun haben werden. Aber damit werden wir fertig. Dobro. Jaz bi se rad, preden se zahvalimo gospodu Safransku in meni seveda, rad zahvalil Amaliji Maček. Ona je služila kot prevajalka današnjega večera, tolmačica. Skratka, če se je kdo spraševal, ali imamo mašino, ki sproti prevaja iz slovenščine v nemščino in obratno, ne. Človek je, Amalija Maček, mislim, da se skriva tule nekje zadaj. Pokazali vam bomo, res obstaja. Rad bi se zahvalil Goethevemu inštitutu in še zlasti seveda Alex in Urbanu ter vsem, ki ste prišli danes. Če skleneva današnji večer, gospod Safranski, z geslom več metafizike, več duha, bova po mojem srečna oba. To se je še rimalo, to ne vem, če bo znala prevesti v nemščino. Hvala lepa.